Kann das Orange schnorren? Oh nein! Nein, geht's auch nicht. Hast du gerade eher etwas zum Saufen da? Ich glaube, ich habe immer. Oh mein! Nicht vergessen, die Kamera schauen. Ja, unbedingt so. Darf ich noch Ja, nicht so. Einmal mit Profis! Salut zusammen, ich bin der Sid, das ist der Knut. Und wir sind von Plevetia, der grössten Schweizer Online-Gaming, YouTube, Twitch-Community. Und wir haben heute wirklich... Es ist eine Ehre. Es ist ein Näher. Es ist wirklich eine Ehre. Ich darf euch eine App vorstellen, weil... was gibt es Geiles als Gamer? Als ein eigenes App oder ein eigenes Spiel zu designen. Nicht viel, oder? Nein, ja, nein, ja. nicht wirklich, nicht wirklich. Ganz einfach, ihr könnt das auf Tablets, auf dem Handy, überall spielen, wo ihr einen Internetzugang habt, mit Touchscreen. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, wenn sie es wissen. Ganz einfach, auf dem iPhone oder auf dem iPad, in App Store hier, Struct heisst die App, Spiele bauen. Und ich denke, ich muss gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ich öffne jetzt einfach mal die App. Gut, dann tun wir die halt nochmal schnell schliessen, wenn wir da schon irgendwo durch zu weit sind. Dann öffnen wir sie erneut. Sobald ihr auf der Startseite sind, sehen ihr 3 verschiedene Spiele. Einmal von rechts angefangen Audi, Media World und GR Group Switzerland, so das Weihnachtsspiel. Darum geht es jetzt aber eigentlich nicht. Es geht nämlich um das mittlere Spiel, das Media World Game. Einfach einmal draufklicken, dann könnt ihr da zum Home-Bildschirm Games, wo noch die verschiedenen Games sehen, wieso und warum und was das zu bedeuten hat, das sehen wir jetzt dann gerade. Ich denke, wir gehen jetzt gerade direkt auf Bild. Media Madness, drücken drauf, Start Building und wieso und warum das Ganze, das erzählt euch jetzt schnell der Knut und ich fange da mal ein bisschen an zu spielen. Genau, ja. Ja, Struct, Schweizer App für... Ja, zum Spiele erstellen, zum einfache Plattformen da erstellen. Zum Beispiel, ja, der Cyril macht da alles kaputt. Völlige Ahnung. Eine über Map, Bro. Und tschüss. Was soll das? Was soll das? Ihr könnt Spiel entwickeln. Ihr könnt eure eigenen Plattformen entwickeln. Ihr könnt eure eigenen Plattformen machen. Einfache Jump'n'Runs, die Spaß machen, die cool aussehen. Wie gesagt, eine Schweizer App von Schweizer entwickelt. Und das hat natürlich alles einen Grund. Und zwar könnt... Nein! Doch! Wahnsinn. Nämlich, der Grund ist, ihr könnt da etwas natürlich gewinnen. Und das sieht folgendermaßen aus. Bis zum 30. April habt ihr die Möglichkeit, um euer eigenes Spiel programmieren, um euer eigenes Spiel konstruieren. Das auf dem App Store, beziehungsweise im Spiel innen selber, könnt ihr das promoten, respektive veröffentlichen. Dann könnt ihr das promoten per Social Media, per YouTube-Video, per Feldpost, per Brieftube. Nice. Ihr müsst das promoten, weil ihr könnt nämlich am 13. Mai ist die grosse Verlosung. Am 13. Mai wird... Preisverleihung, genau. Am 13. Mai ist die grosse Preisverleihung im Verkehrshaus in Luzern. Und da gibt es nämlich noch etwas zu gewinnen. Es gibt 2 Preise, den Jurypreis und den Community-Preis. Der Community-Preis ist, wie gesagt, je mehr Leistung ihr habt, desto besser. So habt ihr gewonnen. Und der Jurypreis wird von einer ausgewählten Jury dann eigentlich gesagt, mal, das passt uns, das ist cool, das wollen wir promoten. Und zu gewinnen gibt euer eigene App. Euer eigenes Spiel. Euer eigenes Spiel wird als App veröffentlicht im App Store, im Apple Store und im Google Store. Und riesig geil. Also mega mäßig. Also was gibt's Geiles, als wenn ihr könnt durch die Straße laufen. Also ich glaube, ich will mit einem fetten Schild, ich habe meine eigene App im App Store umeinander laufen. Ja, ich will ein bisschen in die höhere Luft schnuppern, was ja, ziemlich cool wäre, ja, definitiv. Also, sorry, wer von euch euren Kollegen kann behaupten, er hat eine eigene App im App Store? Also, ich denke... wahrscheinlich sehr ein kleiner Teil. Ausser ihr seid irgendwie in einem, keine Ahnung, als Programmierer unterwegs, dann ja. Aber du bist kein Programmierer, ich bin kein Programmierer, wir sind Zocker. Und der Cyril ist da jetzt gerade etwas am Bauen. Ihr könnt da in dem Spiel verschiedenste Sachen auswählen, zum Beispiel da als Gegner zum Beispiel ein riesiger Roboter. Cool, okay. Es funktioniert nach einem Bauklötze-System. Ergo, ihr tönt da das Klötze an, da tönt das Klötze an, da tönt das Klötze an. Am Schluss drückt ihr auf Play und dann funktioniert das Zeug und dann könnt ihr das selber spielen. Vielleicht noch kurz ein bisschen zur Erklärung. Wir fangen zuerst hier ganz unten links an, weil das Spiel hat ja irgendwo auch einen Sinn. Es ist ja nicht einfach nur, ich baue da irgendwie meine Sandkasten, wie für das können wir sonst Minecraft spielen. Genau. Sondern die Quest ist irgendwo durch, ihr müsst das Handy erreichen. Das heisst, ihr habt unten links, wo wir da gerade schon das Handy,
Macht natürlich nicht gross Sinn, wenn ihr das Ganze am Anfang anstellt, also irgendwo am Schluss würde ich das dann platzieren. Dann habt ihr eure eigenen Spielcharaktere, habt 4 Stück zur Auswahl, die ihr könnt auswählen könnt, welches das ihr nehmt, ist euch überlassen. Mit dem, das ist ein euer Main Character in dem Sinn, mit dem müsst ihr das ganze Spiel machen. Dann habt ihr auch verschiedenste Bauteile, wie ihr eure App könnt gestalten und so weiter und so fort, oder euer Spiel. Natürlich gibt es Leute, die sind definitiv kreativer wie ich. Ich habe jetzt einfach mal was für den Knut zusammengestellt. Sehr, sehr geil. Das heisst, du darfst das nachher spielen. Yay. Da du ja gerne sicher ein bisschen umeinander Holz ist, machen wir dir da mal 4-5 Gegner ran. Also zuerst ein Jump and Run und nachher ein paar Gegner ran. Das sind die ihr da seht. Dann könnt ihr auch, wenn ihr sagt, ja, ich bin ein nett, könnt ihr ein paar Herzchen, weil das ist Life Points in dem Sinn, dass euer Charakter auch Lebensanzeigt, dass der nicht von den Gegnern kalt gemacht wird. Und dann würde ich mal meinen, machen wir da ganz am Schluss machen wir da den grünen Klotz an. Das ist dann eigentlich das Endziel. Da drauf stellen wir dann das Handy. Und dann wäre meine App eigentlich schon entwickelt. Eben, ist nicht wirklich extrem. Was ich noch vergessen habe, ist vielleicht der Charakter da zu positionieren. Ja, das wäre noch ein Vorteil. Okay. Eben, sehr kreativ, wie ihr gesehen, ist es nicht. Ich glaube, da hat es... Wir sind Zocker, nicht Creators. Genau, also. Und ich glaube, eben, da gibt es sicher einen Haufen Leute, die definitiv besser sind und auf das bin ich nämlich gespannt. Ich würde jetzt aber sagen, weißt du was, ich habe es erstellt, du darfst es jetzt spielen. Yay! Ich wünsche dir viel Spaß damit und bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Ja, das ist kein Problem. Also, wenn ihr das Zeug erstellt habt, da rechts auf den Play-Button drücken. Unten links habt ihr die Steuerung, da könnt ihr euren Charakter bewegen. Mit dem Tornado-Teil könnt ihr rumpen und mit dem Fußteil könnt ihr natürlich... Yeah! Yeah, das Sound, ey! Ja, das könnt ihr dann natürlich dementsprechend auch ein bisschen clashen. Ergo, probiere ich da mal mich da durchzuschlagen. Ja, schau an, ist der Pro Gaming? Hä? Das ist E-Sports. Ja, das ist E-Sports. Oh, schau dir das an. Oh, ja, easy triggered. Ja, schau. Schau, keine Chance. Jetzt wird's gefährlich, hä? Das erinnert mich so ein bisschen an die alten... ich bin... Ich habe vom Daumen auf den Zeigefinger gewechselt. Heilandsack. Okay, gut. Mann. So. Also wirklich schwer ist es nicht gewesen, aber... Ja, man merkt. Ja. Es ist auch nicht darum gegangen, ein mega kreatives Spiel jetzt da zu machen. Für das sind nämlich genau da. Genau. Wenn ihr euer Spiel erstellt habt, müsst ihr es mindestens einmal selber durchspielen und schaffen, weil sonst wäre es ja unmöglich und es macht keinen Spaß. Genau. Wenn ihr es also geschafft habt, könnt ihr zu dem Bildschirm Share the Game einmal draufdrücken. Dann Add Title, also sind auch da ein bisschen kreativ, vielleicht eventuell ein bisschen mehr wie er geht mit Sitz über Game oder Sit über Game. Eben, macht eine kleine Beschreibung, eventuell auch, keine Ahnung, wieso und warum, was so ein bisschen, vielleicht können wir sogar noch eine Story dazu machen oder so. Also, eben, eure Kreativität ist wirklich freien Lauf, könnt ihr der lassen. Ja. Ist keine Grenze gesetzt. Dann, wenn ihr es gemacht habt, Upload. Genau. Und dann könnt ihr hier euer Profil machen, falls ihr noch keins habt. E-Mail, Username, Passwort. Falls ihr schon einen Account habt, E-Mail, Passwort, Login, wird das Zeug alles aufgeladen auf der App selber. Und dann heisst es share. Genau, wie vorher schon gesagt. Genau. Facebook, Twitter, Instagram, alles. Egal wo, egal wie, egal wie viel, am besten täglich oder was auch immer. Mehrmals täglich. Zum euren Freunden einfach sagen, hey, ich will mein eigenes Game im App Store haben. Wenn ihr euch Spiel erstellt habt, schickt doch uns auf PlayWC den Namen auch, weil wir sind auch gespannt darauf, wie kreativ das die ganze Community ist. Kreativer zu sein, wie ich jetzt gehe, ist definitiv nicht schwer. Aber ja, ich bin gespannt. Und eventuell, wenn wir genug Einsendungen oder so haben, kann man einmal auf PlayWC ein YouTube-Video dazu laden. Ich werde das Spiel sowieso spielen, das ihr schickt, weil ich bin wirklich mega gespannt drauf. Und ja, eben, 13. Mai, Verkehrshaus, vielleicht gehörst auch du schon zu den Gewinnern jetzt dann. Wir freuen uns drauf, auch die Leute kennenzulernen, die kreativer sind wie wir zwei. Wir sind sicher dort. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir ein paar von euch auch dort würden antreffen und vielleicht euch sogar dann können zum Sieg gratulieren. Das wäre natürlich mega, mega Hammer. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Bauen, viel Spaß beim Sharen. Macht's gut, heben euch ab. Adios. Ciao zusammen.